Ja, Leute, seit über 25 Jahren heißt es Yu-Gi-Oh! Ach, bei uns geht es heute weiter, endlich mal weiter mit Master Duel, nachdem wir natürlich die ganzen Daten runtergeladen haben, ist klar. Geht ja relativ flotti Karotti. Ach ja, weil ich gerade das Spiel gestartet habe und kurz auf was warten musste, ging gerade irgendwie eine Art Vorschau-Modus an, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir... Okay. Oh, Hilfe. Ich muss gerade husten. Gar nicht gut. Ne, auf alle Fälle kamen plötzlich irgendwie gewisse Szenen aus dem Solo-Kampagne. Gab plötzlich wurden gezeigt und ja, es waren vor allem solche von unserer Zeit mit Auram und Co. Die ich so vermisse. Ich hoffe, dass es endlich mit den Weltendingen weitergeht. So, was ist hier los, hä? Edelsteine. Oh, okay. Ja, dann gib die. Gib her die Scheiße. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 3, 4. Ja, also jetzt muss ich den Tag online gehen oder was? Das Event Schnupperduell Leideck-Wettbewerb ist jetzt aktiv. Get wundersame Geister, okay. Neu, 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 alles ist neu, ja, das ist ja schön. Naturoption verfügbar, Duell Neustart, was? Wenn du die Grundlagen des Duellierens erlernen oder wiedererlernen willst, mache hier den ersten Schritt. Yeah! Ja, da haben wir noch einiges zu tun. Genau, die Legende der Sternenhelden, aber es geht aber nicht weiter. Es kommt kein Teil 4, ich bin so traurig. Ach ja, wo waren wir? Verstärkte Gerechtigkeit, war? Ah, Licht verpflichtet, ja, und Licht nervt. Ich erinnere mich an die beiden Folgentitel. Hier, das 5, da haben wir sowas auf den Sack gegeben. Wir machen hier weiter, komm. Obwohl die Lichtverpflichteten ultimative Macht besitzen und ultimativ nerven können, sind manchmal die Übel, die erscheinen, selbst für sie zu groß. Wenn der Feind zu grimmig ist, bleibt ihnen denn nur, die Gerechtigkeit aufzugeben? Das kommt nicht in Frage. Tief im Reich des Lichts steht eine lichtversiegelte Schatztruhe. Wenn ein mächtiger Feind erscheint, öffnet sich der schwere Deckel der Schatztruhe. Einen Krieger der Gerechtigkeit erwarten sauber gefeilte Roben. Was? Mit der Macht der Finsternis schlummert darin der Zwielichtstoff. Hä? Sind so ein Krieger und plötzlich in die Modebranche abgedriftet oder was? So wären wir noch richtige Influencer. Wenn ein Lichtverpflichteter sie trägt, verleiht sie dessen Krieger der Gerechtigkeit die Kräfte, sowohl des Lichts als auch der Finsternis. Das können wir ja. Jene, die den Zwielichtstoff tragen, kennen gegen die Kräfte des Bösen keine Gnade. Gibt es auch einen Zwielichtdrachen? Im Bund mit dem schwarzen Bestrafungsdrache, das sage ich ja. Lassen diese Krieger ihren Ansturm nicht nach, bis alles Böse der Welt vernichtet ist. Das erinnert mich ein bisschen an die Kristallungeheuer. Wo es ja auch im Anime vor allem ja auch die dunklen Kristallungeheuer gab. Ich weiß gar nicht, wie die hier hießen. Ich glaube, es Karten, also hier eine Trading Card Game gab es die zwar auch, aber ein bisschen anders. Das war so ähnlich wie damals ja auch im Anime mit den finsteren Synchromonstern. Die eigentlich echt cool waren, aber halt, ja, gab es nur im Anime. Nicht im Real Life, also beziehungsweise in Karten halt. Da waren es plötzlich normale Synchromonster. Weil die Farbe, die schwarze Farbe der Karten brauchte man später dann für die Xyz-Beschwörungen. Jene ist lichtverpflichteter Heiler. Okay, da hat jetzt gehen wir auf die Zwielichtmonster los. Praktik. Ah, ein Praktikum, komm. Lerne die Vorzüge und Nachteile des Zwielicht-verpflichteter Decks. Okay, warum eigentlich angucken? Weil wir spielen sowieso gleich. Beziehungsweise, es wird mir ja vorgestellt. Du bist als Zweiter. Aha. Ja, ja. Dasselbe Übersetzungsfehler.
Was haben wir Schönes? Leicht verpflichtet und Zwielicht bestraft. Zwielicht verpflichtet Monster. Zwielicht verpflichtet. Okay. Haben Effekt, die Karten von einem Deck auf den Friedhof liegen, wann immer der Effekt des Lebens aktiviert wird. Was? Moment mal. Die Karten von deinem Deck? Okay. Was steht da? Du kannst ihre Effekte auch nutzen, um ein zwielicht verpflichtetes Monster zu verbannen. Wenn du 4 oder mehr verbannte zwielicht Namen hast, kannst du Bestrafungsdrache schon beschwören. Okay. Gönnen wir uns den Bestrafungsdrachen. Das ist aber nicht verpflichtet. Ryoku, Zwielichter, Typi. Ich verbanne ein Lichtmonster. Und tschüss, Mann. Erscheine vor mir. Oh, normaler Zauber. Ich könnte zwar auch mal gucken, was es noch so gibt. Cybersee Quantendrache, Formelsynchron, oh, Finsteres Enddrache. Die Chaosgöttin, wer kennt sie nicht? Aufsteiger Schnuppen. Drache. Hat er einen Schnupfen oder was? Minerva, Michael der Erzlicht, Dingsbums, Urteil Drache des Himmels, die kennen wir schon. Kein Effekt. Also kein optisches Ding, das ist natürlich schade. Ja, ich greife an. Den mächtigen Bestrafungsdrache. Möge er mich bestrafen. Au. Juiuiui. Der Bruder Gertik hat erscheint ihn. Was? Egal. Victory is our. Finsterniskugeln. Ching ching. Duell Number 3. Es geht ein bisschen darum, die Drachen zu rufen, wa? Den Drache verpflichtet. Oh, der dunkle Aufrichtige. Und mein Zug. Problem ist, es ist kein finsteres Monster, deswegen klappt das nicht. Dann spiele ich erstmal den Zauber. Und guck mal, da hilft mir auf der Hand nicht viel. Der zwar auch nicht.
Ja gut, ich meine, rufen kann ich ihn schon, aber schon ein bisschen doof. Tschüss. So, die hilft gar nicht weiter, aber für später vielleicht, aber noch Dunkelaufrichter, der mir helfen kann. Machen wir einen Öffnungszug. In ganz billig. Und mein Zug. Prächtige Illusion. Was? Na die Kombi können es machen, wa? Mit ihm kann ich einen zweiten Ding nachher rufen aus dem Friedhof. Und dann den Namen kontrollierst. Mit dem sind wir ein Typ. Ja, Typ Licht, oder? Da geht es jetzt um den Typ Krieger. Aber nochmal ein ungeheuer Krieger. Krieger, okay. Ja, okay, ich müsste ihn rufen. Gut. Wenn ich ihn also mit der Karte rufe, kann ich nachher deaktivieren. Ja, haben wir nachher noch zwei überhaupt? Nee, nicht mehr. Einer ist hier schon weg. Das ist natürlich doof. Also, wenn du Strafungsdrache kontrollierst. Wieso ist eigentlich Zwielichtdrache dann fangen darf? Gut, hilft mir nur wenig, aber Dankeschön trotzdem für den Effekt. Hat doch ein Urteilsdrache noch abgelegt, wa? Gut. Hilft jetzt angeblich nicht so sehr, aber ich muss was machen. Okay, die gehen ja auch als Licht verpflichtet, wa? Oh, okay, schon gehabt. Das war knapp, Freunde. Das war knapp. Ja, dunkle Aufrichtige. Was haben wir Schönes? Hm. 3000 Punkte ist doch nicht schlecht. Chaosherrscher. Man kann auf dem Friedhof. Lichtmonster, uneinfindliches Monster von einer Hand und an einem Friedhof verbannen, also der Karte. Ich will diese Karte schließen an den Friedhof verbannen, wenn sie das Spiel verlässt. Klingt eigentlich cool. Zeige dich, mein Chaosdrache. Oh ja, yeah, der sieht geil aus.
Und sagen wir die 5 Karten. Ist irgendwo ein Drache darunter? Oh. Schlecht. In eine Hand nehmen möchtest. Drachen im Gepäck? Ja. Nee, ich glaube, mit denen geht es nicht so gut. Oh yeah. So. Wo sind meine ganzen Drachen? Einen habe ich schon gesehen, ne? Wurde abgelegt. Hier, der Urteilsdrache. Den haben wir noch im Deck. 18 Karten haben wir noch. Dunkelaufrichtig für ihn hier, falls was schief gehen würde. Ansonsten würde man sagen, greifen wir an. Chaosherrscher, der chaotische, magische Drache. Das muss eigentlich immer so eine Erklärung da hinten noch sein. Früher ist es einfach nur von wegen, ja, das ist der schwarze Magier, fertig. Oder dunkler Magier, Entschuldigung, darf ich nicht schwarz sagen. Ja, kein Bock mehr, kann ich aber auch verstehen, ganz ehrlich. Ja, wo jetzt mein Drache sein soll, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Lass das mal den Chaosherrscher machen, denn der macht das gut. Victory sauer. Ja, Mann. Und ich bin gar nicht mal sauer. Ausnahmsweise nicht. Ching Ching. So, was haben wir hier noch Schönes? Gesperrt. Freischalten. Dankeschön. Was haben wir hier? Finstere bewaffneter Drache. Was? Die bewaffneten Drachen? Der schwarz glänzende Soldat, ja, leck mich am Arsch. Was macht denn der hier? Ist gar nicht mehr gewandt, wa? Gut, ich weiß, es ist lange her, dass die Karte mal mega OP war. Ich weiß, ich bin ja auch schon alt. Schwarz glänzender Soldat, ja gut, das Vieh kenne ich. Das linke Schwür, ist denn... Strafungsdrache, Urteilsdrache. Okay, geht es also ums gegnerische Deck, wa? Ja, da haben wir ihn. Finstere bewaffneter Drache. Ah, die bewaffneten Drachen, beziehungsweise die Stufendrachen, die waren immer so ein Fall für sich und dann kamen die finsteren Varianten dazu. Die waren dann einfacher zu rufen tatsächlich. Der finstere Schöpfer, finstere Neftis. Ja, leck mich am Arsch, ey. Das sind ja nicht richtige Oldschool-Karten fast. Sag mal, wie es ist. Ich glaube, so aus der Yu-Gi-Oh! GX-Ära. Das könnte noch spannend werden. Aber erst mal gucken, was wir hier geschafft haben. Die Lichtverpflichteten können nicht lange in dieser Welt leben. Das liegt daran, dass es enorme magische Kraft erfordert, ihre Gestalt in dieser Welt aufrechtzuerhalten. Sobald das Böse vernichtet ist, kehren sie daher in Strahlen ins Reich des Lichts zurück. Ihr Zeit- und Raum transzendierender Kampf für Gerechtigkeit hört niemals auf. Einige haben ihre Fähigkeit im Reich des Lichts verbessert, um neue Aufgaben als Vollstrecker der Gerechtigkeit zu übernehmen. Die Lichtverpflichteten sind voller Hoffnung, dass die Herzen der Menschen Frieden finden werden. Hoffentlich wird die Welt eines Tages solche Vollstrecker der Gerechtigkeit nicht mehr brauchen. Bis dieser Tag kommt, werden sie weiterhin Gerechtigkeit walten lassen, wo immer es nötig ist. Amen. Lichtspirale. Sehr schön. Also, Freunde, ich würde mal sagen,
das gerade so richtig schön war, werden wir das jetzt hier an der Stelle beenden, in dieser Folge. Im nächsten Part dann machen wir hier weiter, weil ganz ehrlich, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, den hier zu rufen, will ich natürlich auch auskosten. Die anderen, ja, das wird schwierig. Nach hier unten haben wir coole Viecher, ja, wir haben den Gegner gesehen, ey, Alter. Der muss ein nur finsteres Monster opfern. Das könnte heikel werden. Es wird heikel, sagt der Michael. In diesem Sinne, dafür Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen.